Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zur FIFA Club WM Viertelfinale 2:0 gegen Paris Saint-Germain verloren, damit ausgeschieden. Und ja, bevor wir da ein bisschen reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar, ein Däumchen und so weiter. Ihr kennt den Spaß, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, wir werden jetzt hier nur um das Spiel gehen. Vielleicht werde ich in ein, zwei Sätzen ein kleines Fazit am Ende ziehen zur FIFA Club WM. Ansonsten wird da ein gesondertes Video im Laufe der kommenden Woche kommen. Ja, am Ende 2:0 verloren. Ich meine, wenn man gegen eine Mannschaft, die 2 Mann weniger ist, ein Tor kassiert in dieser Art und Weise. Ja, da muss man sich nicht wundern. Man hatte auf jeden Fall so die letzten Viertelstunde, 20 Minuten mehr das Gefühl, dass Paris es einfach mehr will wie wir. Ja, wir wollten es nicht in letzter Konsequenz. Ich denke mal, das war der ausschlaggebende Punkt. Über weite Strecken war das Spiel auf Augenhöhe. Ja, Paris natürlich immer nochmal eine Ecke flinker vorne, auf jeden Fall, wie wir es sind. Aber guckt euch auch an, was da für Spieler rumrennen in der Offensive. Das ist andersartig krank. Bei uns der große Wermutstropfen natürlich Jamal Musiala. Das sah nicht gut aus. Das sieht nach locker einem halben Jahr, wenn nicht länger aus. Ja, bin ich sehr gespannt, wie man darauf reagiert. Da schon mal ein kleiner Exkurs. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagt, komm, wir setzen auf den Paul Wanner oder sonst wen, sondern da kann ich mir noch eher vorstellen, dass man, obwohl ich es mir aus Company-Sicht nicht vorstellen kann, aber ansonsten kommt vielleicht nochmal die Thomas Müller-Re-Union für ein Jahr. I don't know. Bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht in Zukunft. Aber lass uns mal zurück zum Spiel kommen. Wie gesagt, lange Zeit auf Augenhöhe, erste Halbzeit, viel gegenseitiger Respekt. Ja, mal eine Chance da, mal eine Chance da. Ein starke 2 Torhüter auch, muss man sagen, in der ersten Halbzeit. Ja, zweite Halbzeit dann eine starke Anfangsphase, wo ich mir schon echt Sorgen gemacht habe, dass bei uns irgendwie die Musiala-Verletzung was in den Köpfen bereitet hat, aber dann so nach 10 Minuten haben wir uns gefangen, waren dann auch erstmal die bessere Mannschaft. Joa, und dann ist passiert, was passiert ist. Die roten Karten, ja, die erste rote ist eine klare rote Karte. Ja, ich denke, da gibt's keine zwei Meinungen, Alter. Dann nimmt man eine Verletzung aber sowas von in Kauf. Die zweite rote, ja, I don't know. Also ein Hernandez wusste genau, was er da tut. Ja, das hast du gesehen, das hast du in seinen Augen gesehen, das hast du in seinem Blick gesehen, gerade wer ihn kennt. Weiß ich nicht. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hat man da eine gelbe gegeben. Er hat ihn ja jetzt nicht voll getroffen. Aber die Absicht war natürlich schon da, das war schon gewollt, das hat man gesehen. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Den Elfmeter, ja, Elfmeter habe ich nicht verstanden, den Elfmeterpfiff. Natürlich war es gefährliches Spiel, hätte er ihn getroffen im Gesicht. Ich meine, getroffen hat er ihn am Unterarm, das hat man gesehen. I don't know, weiß ich nicht. Nichts, woran man sich hochziehen muss, denke ich. Ich hätte ihm wahrscheinlich eher auch nicht gegeben als wie gegeben. Das Spiel war vogelwild, dann irgendwie, nachdem das erste Tor gefallen ist. Für mich war schon klar mit Anpfiff zweiter Halbzeit, die Mannschaft, die das erste Tor schießt, dann ist der Bums durch. Ja, weil beide Mannschaften haben die Qualität, Paris noch mal ein bisschen mehr wie wir, dass wenn der Gegner wirklich alles nach vorne schmeißt, das dann gnadenlos zu bestrafen und das zweite nachzulegen. Ja. Bei uns hat man gesehen, im Gegensatz zu Paris, was auch der große Unterschied heute war, was man ganz klar gesehen hat. Die erste Elf hat vielleicht die gleiche Qualität. Vielleicht nicht ganz, ja, aber es war ein Spiel auf Augenhöhe. Aber wenn man dann gesehen hat, was eingewechselt wird, dann ist das der große Unterschied. Ja, bei uns kommt ein Serge Gnabry, den du das ganze Spiel über nicht gesehen hast. Man wechselt einen Boe ein, der noch der Beste war, fand ich, von Einwechselspielern, wechselt ihn wieder aus, bringt einen Guerrero, Vollkatastrophe. Man hat keinerlei Eier, da einfach mal einen jungen Spieler reinzuwerfen. Was hätte man zu verlieren gehabt? Ja, das gilt für die ganze Club-WM, aber wie gesagt, da machen wir ein gesondertes Video. Ja,
Von daher am Ende des Tages zu Recht bestraft, muss man sagen. Ja, und ich bleibe dabei, aus meiner Sicht hat Paris es einfach mehr gewollt, ja, wie wir es getan haben. Das hat man bei uns als Mannschaft heute ein bisschen vermissen lassen. Generell so diesen Mannschaftsgeist, auch diesen Mannschaftskick dann, so das letzte, also das, was Paris hatte, ja, so den letzten Mannschaftskick irgendwie, sich dagegen wehren, sich dagegen stemmen, das hat man heute vermisst. Zweite Halbzeit. Erste Halbzeit war alles im Rahmen, zweite Halbzeit. Und was der Trainer dann wieder ausgestrahlt hat mit seinen Auswechslungen, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn das dann auf dem Platz 1:1 übertragen wird. Was richtig schlecht war, aus heutiger Sicht, dass man sich so schülerhaft zweimal hat ins Abseits stellen lassen. Ja. Und man einfach gewartet hat, ja, die machen schon einen Schritt rein. Und Paris denkt sich, ja, warum soll man einen Schritt rein machen, wenn da 6 Bayern im Abseits stehen? Ja, warum sollte man das tun? Ja. Katastrophe. Spielaufbau aus der Innenverteidigung war heute eine Katastrophe. Das gegen so eine Mannschaft, so wilde Ballverluste, da kann man ja noch froh sein, dass es nur so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber gut. Wir werfen mal einen Blick in die Statistiken und dann gehe ich ein bisschen auf die Spieler ein. Also, Ballbesitz 46:54 für uns, Abseits 0:3, Fouls 12:13, Zweikampfquote 52:48, Schüsse aufs Tor 5:5, Schüsse insgesamt 11:13. Da sieht man schon, Ecken 0:4, angekommene Pässe 270:334, Flanken 218. Da sieht man schon, dass es sehr, sehr ausgeglichen war, was jetzt so die Schüsse und die Schüsse aufs Tor angeht. Schüsse insgesamt, Olisse 5, 2 Musiala, 2 Coman, Torschussvorlagen haben wir nicht gewonnen, Zweikämpfe, Upa 6, Coman 5, Kane 5. Ja, da hat man auch schon mal 3 Spieler hier stehen, wo man gemerkt hat, Halleluja, die wollen. Ja. Dann haben wir nochmal 2, 3 Spieler, wo man das Gefühl so halb hatte und der Rest so. Ballkontakte 77, Olisse 59, Kimmich 59. Conny Leimer 51. Ja, gefolgt worden, schenken wir uns wie immer. Und damit gehen wir es mal kurz durch. Also, Manuel Neuer, ja, starke Paraden auf der Linie, hat uns auf jeden Fall im Spiel gehalten. Am Anfang dann zweite Halbzeit, Katastrophe. Ja, stand viel zu hoch. Und bevor diese große Chance von dem Bele da schon war, waren schon 2, 3 Situationen, die ähnlich knapp waren. Ja, Paris hat darauf spekuliert. Das war nicht gut und da sieht man auch das Problem von Manuel Neuer mittlerweile. Ja. Wie gesagt, auf der Linie war er stark, das war gut heute. Der Rest, Conny Leimer für mich einer der besten Spieler heute. Ja, sowohl über die rechte Seite als auch über die linke Seite. Wir brauchen nicht darüber reden, dass er defensiv Defizite hat, aber er war, wenn der, über den mal was ging, der was angetrieben hat, der von hinten rausgepusht hat, der geackert hat, der gemacht hat. Stellt euch einfach einen Conny Leimer mal in der zentralen Position vor. Ja, das wäre ein Traum. Ja. Und es wird ein Traum bleiben. Upamecano hat ein starkes Spiel gemacht für mich. Sehr, sehr gut. Jonathan Tah hat es ordentlich gemacht, aber viele, viele Fehlpässe, gerade erste Halbzeit im Aufbauspiel. Ja, das war nicht gut. Nicht gut. Hat auch einen schwierigen Zweikampf verloren. Also Upa war auf jeden Fall eine Ecke besser wie Jonathan Tah. Stani hat es ordentlich gemacht, würde ich durchschnittlich sagen. Pavlo war sehr stark erste Halbzeit. Den Blick immer nach vorne, immer versucht, den Ball nach vorne zu spielen, nicht quer nach hinten, dieses langsame Geschisse. Hat wirklich versucht, die Ecken, die Lücken da zu finden. Sah natürlich beim Gegentor schlecht aus. Problem war, gehen wir es kurz durch, das Gegentor, Conny Leimer war nicht da. Bei Conny Leimer, wir haben den Ball gewonnen, wir waren im Gegenangriff. Harry Kane hat den Ball dann natürlich super unglücklich verloren. Lag einfach daran, dass ein Harry Kane zu der Zeit schon absolut platt war nach seiner Monstergrätsche da mal wieder. Hat sich natürlich reingehauen, hat er dann auch das Abseitstor gemacht. Aber man hat gesehen, ja, die Frische war nicht da, der war abgekämpft und aber du hast halt nichts auf der Bank, was du bringen kannst, was nur ansatzweise ähnliche Qualität hat. Und junge Wilde reinzuwerfen, die vielleicht unbekümmert mal reingehen, hast du keine Eier für, von daher musst du damit leben, wie es ist. Ja.
Von daher sah Pavlo da nicht gut aus. Er hat sich erst nach außen orientiert, versucht da was zu reißen. Dann war er natürlich zu spät an den Torschützen dran und dann hat er freie Schuss gehabt und dann ist das Tor passiert. Also ich würde einen Pavlovic da rausnehmen aus der Geschichte. Ja, er wurde einfach allein gelassen, weil die anderen eben Vorwärtsgang waren und ja, das war das Problem. Ansonsten hat Pavlo ein gutes Spiel gemacht. Zweite Halbzeit kam er nicht mehr so zum Zuge wie in der ersten. Ja, das ist richtig, war aber trotzdem immer noch wenn er am Ball war, der versucht hat, den Ball nach vorne zu spielen. Kimmich, sehr durchwachsen, sehr, sehr durchwachsen. Kein großer Faktor gewesen heute. Ja, hat ein paar lichte Momente gehabt, aber auch sehr, sehr viel durchwachsenes Zeug. Ja. Und gerade in der Phase, wo es dann 0-1 steht, aber das bleibt ein Wunschdenken für die nächsten 5 Jahre, solange wie er bei uns noch rumdümpelt, würde ich mir wünschen, dass so ein Kimmich da mal die Mannschaft an die Hand nimmt, weil er spielt auf dieser Position, wo man dieses zu tun hat. Das wird er nie tun, das kann er nicht. Ist halt leider so. Olise hat ein ordentliches Spiel gemacht, denke ich. Der letzte Touch hat auch heute gefehlt. Ja, muss man ganz klar sagen. Auch ihm merkt man diese vielen Spiele an. Man hat es auch gesehen, dann in den letzten 10 Minuten hat er schon leichte Krämpfe gehabt. Also auch da hätte man der Sache gut getan, wenn man den Mann einfach mal so spätestens in der 75. mal runtergenommen hätte und einfach vielleicht mal Lennart Kahl da reingeworfen hätte als jungen, unbekümmerten, wilden Spieler. Was hätte sie zu verlieren gehabt? Ja, ja, Katastrophe halt einfach. Wie gesagt, Olise hat man gemerkt, dass er wollte. Upa hast du gemerkt, dass er wollte. Pavlo hast du gemerkt, dass er wollte. King, sehr, sehr starkes Spiel heute. Ja, gegen Paris immer noch mal mehr motiviert, hat man heute gesehen. Ein starkes Spiel gemacht. Er wird nie dieser ich ziehe aufs Tor und suche den Abschlusstyp werden, aber er hat ein super starkes Spiel gemacht. Ja, wirklich, wirklich gut. Ja, Musiala braucht nichts zu sagen, war bis zu seiner Verletzung auch absolut kein Faktor. Ja, keinerlei Leistung, keinerlei. Ich weiß nicht, hat er überhaupt ein Dribbling gewonnen, mal einen guten Pass gespielt? Ich denke nicht. Natürlich super hart, ja, wird lange, lange, lange ausfallen, es sei denn, wir haben alle irgendwas anderes gesehen oder er hat irgendwelche Gummiknochen und Gummibänder, aber ansonsten wird das locker ein halbes Jahr sein. Natürlich ein super harter Schlag für uns, ja, definitiv. Und da muss man sich fragen, ob sich dann der ganze Bums Club-WM am Ende des Tages gelohnt hat. Und vor allen Dingen, ob das so eine gute Entscheidung war, einen Musiala da mitzunehmen oder nicht einfach mal zu sagen, komm Junge, bleib mal zu Hause, mach mal Urlaub, sieh mal zu, dass du fit wirst, richtig. Ja, im Nachgang sind wir natürlich alle schlauer, können klug scheißen, war natürlich die falsche Entscheidung. Ja, man hätte Musiala einfach weglassen sollen. Er wirkte auch vor diesem Zweikampf nicht fit. Wie gesagt, war kein Faktor in diesem Spiel. Ja. Und das muss man ja auch im Training sehen. Also keine Ahnung, warum man das heute gemacht hat. Ist für mich unverständlich. Harry Kane bemüht. Ich denke, Harry Kane war einer der wenigen Spieler, wo du gemerkt hast, dass er unbedingt will. Hat er dann nochmal mit seinem Sprint und der Monstergrätsche gezeigt. Da hat er aber auch die letzte Kraft aus seinem Körper rausgepumpt. Ja, wirkte schon ab der 60. Bei diesem Programm, was da ist am Ende der Saison, bei diesen Temperaturen, ja, ein Harry Kane ist keine 23 mehr. Ja, war dann auch kein Faktor mehr. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Spätestens nach der Herausnahme von King hat unser Spiel auf jeden Fall hart gelitten, muss man ganz klar sagen. Serge Gnabry war gar kein Faktor, Katastrophe. Ja. Weiß ich nicht, was der Spieler überhaupt noch in diesem Verein sucht, aber auch der wird wahrscheinlich den Vertrag aussitzen und wird nächstes Jahr wahrscheinlich den Vertrag noch verlängern. Ja, zu stark reduzierten Bezügen wahrscheinlich, trotzdem wird er das tun. Absolute Vollkatastrophe. Thomas Müller hat man heute auch wieder gesehen. Der Mann ist halt auch einfach durch, ist kein Faktor mehr in dieser Mannschaft. Fairerweise muss man sagen, dass er auch erst in den 80. kam. Trotzdem, warum man Boe rausgenommen hat, sorry, absolutes, fatales Zeichen an diesen Mann. Hat ein super gutes Spiel gemacht, nachdem er reinkam, Festani. Ja.
War sofort drin, war präsent, war super sicher, nicht nervös, gar nichts, hat richtig ein gutes Spiel gemacht. Und dann nimmt man ihn raus, wegen was? Hä? Wegen was? Was sollte diese Einwechslung bezwecken? Ich hätte es ja verstanden, hätte man gesagt, man stellt eine Doppelzähl mit dem Guerrero jetzt dahin, ja, und geht hinten auf Dreierkette oder so. Da hätte ich es ja verstanden. Ja, aber das mal 1:1 positionsgetreuer Wechsel. Also absolute Vollkatastrophe. Sorry. Die Entscheidungen, die da heute vom Trainerteam mal wieder getroffen wurden, war unter aller Kanone. Unter aller Kanone. Ja, Serge Gnabry habe ich schon gesagt, kein Faktor, Vollkatastrophe. Ja, und den werden wir jetzt die nächste Saison in der Hinrunde definitiv, wird er Stammspieler sein. Ich glaube nicht, dass Musiala schnell wieder da ist. Ich glaube nicht, dass man im Verein die Eier haben wird, um zu sagen, ey, wir haben doch da noch einen Paul Wanner. Anstatt den mal wieder zu verkaufen, als Verhandlungsmasse zu benutzen oder zu verleihen, let's go, geben wir ihm doch mal die Chance in der Hinrunde. Ja, kann er doch mal zeigen, ob er den nächsten Stepper macht, ob er in die Rolle reinwächst auf der 10er-Posi. Why not? Was hast du zu verlieren? Ja? Aber wird natürlich nicht passieren, machen wir uns nichts vor. Thomas Müller habe ich schon gesagt, ja, nicht wirklich ein Faktor, Goretzka genauso wenig. Leon hat es versucht, war da, war präsent, hat sich reingeworfen, aber ja, Leon ist kein Faktor, wenn es darum geht, in dieser Phase in so einem Spiel eingewechselt zu werden. Ja, sorry. Wüsste ich nicht, was. Ich weiß nicht, warum man Pavlovic da rausgenommen hat. Pavlovic hätte vielleicht nochmal eine Chance kreiert. Aber wahrscheinlich war der auch einfach platt. Von daher kann ich schon verstehen. Ja, und dann nochmal der Guerrero für Boe-Geschichte. Absolute Vollkatastrophe. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum unser Trainer einfach keine Eier hat. Ja, warum unser Trainer, wie die Trainer aber die letzten Jahre alle, warum sie immer an der gleichen Scheiß-Fick-Personalien festhalten. Es ist einfach nur noch zum Kotzen, Alter. Ja, wo wäre denn das Problem gewesen, zu sagen, komm, wir nehmen mal die Power von Conny Leimer, stellen ihn mal in der Mitte neben Pavlovic, spätestens nach der Stani-Geschichte, ja, dann stellst du den Kimmich auf rechts und stellst den Boe auf links oder hättest da einfach mal einen Arm gebracht. Aber wie würdest du den auch bringen? Den hättest du ja mal vorher mal heranführen können gegen die etwas schwächeren Gegner. Hast du ja auch nicht getan, hast du ja drauf geschissen. Du hast einen Kusi Asare mit bei dieser Club-WM, der nicht einmal mal 10, 15, 20 Minuten für einen todesmüden Harry Kane gekriegt hat. Bemühst dich aber auf der anderen Seite um Voldemort für 80, 90, 100 Millionen. Wahrscheinlich wirst du 60 zahlen, der gute 8 Monate hatte, anstatt einfach mal einen Jungen reinzuwerfen, um mal zu gucken, ob der dann nicht das gleiche Leistungsniveau hätte. Ja, und so können wir es durchgehen. Palinja absolut kein Faktor. Minjay hättest du heute auch mal bringen können. Auch ein Tar war super schlecht im Spielaufbau. Das war sogar noch schlechter, wie Minjay im Spielaufbau ist in der Regel. Tom Bischoff, ja. Es ist nicht so, dass du keine Option hättest, aber du bringst immer die gleichen Optionen. Wären Sané noch in dieser Mannschaft, hätten wir Sané gesehen. Ja. Du bringst immer die gleichen Optionen in diese Mannschaft. Ja. Das ist eine Katastrophe. Ja. Das ist eine Katastrophe. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Keinerlei Mut, irgendwas mal zu ändern. Also, ich weiß es nicht. Wie gesagt, Fazit von diesem Spiel, was wir mitnehmen können. Ja, wenn wir einen guten Tag haben, wenn wir als Mannschaft agieren, ist die erste Elf, die ja noch niemals die erste Elf ist, jetzt ist ein Musiala wieder weg, es ist noch ein Davis weg, ist die erste Elf eine Mannschaft, die, wenn Paris eine Normalform hat, auf diesem Level mithalten kann. Ne? Spätestens dann, wenn es in die 60. Minute geht, sieht man unsere Probleme. Ja, weil alles, was eingewechselt wurde, mal abgesehen vom Boe, der gut war, der mir gut gefallen hat, alles andere, Gnabry, Müller, Goretzka, Guerrero, ist einfach maximales Mittelmaß. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Da kommt kein Dembele, da kommt kein Lucas Hernandez. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Ja, das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften gewesen. Ja,
Ich bin sehr gespannt auf die neue Saison, wenn wir diese Mannschaft aktuell anschauen. Alto Belli. Ja, haben wir Baustellen. Viele Baustellen, die wir uns selber gemacht haben. Aber viele Baustellen, die jetzt auch diese Club-WM nochmal offenbart hat. Und viele Baustellen, die diese Club-WM auch verursacht hat. Und ja, man hat keine Eier gehabt, diese Baustellen mal zu versuchen, mit jungen Spielern zu besetzen, wie man es vorher groß getönt hat vor der Club-WM. Aber gut, wie gesagt, das wird ein extra Video werden. Das ist das Video zum Spiel, zum Ausscheiden gegen PSG. Wir sind völlig zu Recht ausgeschieden am Ende des Tages, weil PSG einfach die Mannschaft war, die es mehr gewollt hat. Ja, die hat das gezeigt, was uns Bayern sonst immer ausgezeichnet hat, dieser Wille, diese Gier nach Titel. Ja, das strahlt PSG gerade aus. Zu zeigen, dass sie die beste Mannschaft Europas sind und dann auch die beste Mannschaft der Welt. Und das hat man heute bei uns ganz klar vermissen lassen. Das muss man mal so sagen. Gut. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Bis dahin, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.